Einen schönen guten Mittag aus der Schweiz. Willkommen beim heutigen Stream von Scaro Racing. Es geht erneut nach Virginia in iRacing. Wir versuchen es nochmal. Wir versuchen heute nochmal die 2000er iRating-Grenze zu knacken. Letztes Mal ging das ziemlich schief. Letzten Dienstag haben wir Minus gemacht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Tun wir das mal ab als Training vom Dienstag, Training für heute, für das Hauptrennen, für den Hauptevent, um uns endlich wieder auf die 2000er-Marke zuzubewegen. Wird auch langsam Zeit, dass wir wieder ein bisschen in die besten Splits reinkommen. Ist schon ein bisschen mies, wo wir uns aktuell befinden. Die Rennen sind nicht ganz einfach. Ja, wenn es ein paar komische Leute mit dabei hat. Ne? Die Monitore sind gefixt, sie sollen sich nicht nach 4 Stunden wieder abschalten. So zumindest der Plan und die Hoffnung. Sonst gibt es dann wieder ziemlich tragische Kommentare von Mitfahrern, wenn es dann einen Unfall gibt wegen dem Monitorausfall. Aber sollte klappen. Wir sind bereits angemeldet fürs Rennen. Wir sehen es auf dem Screen. Wir gehen direkt ins 40-Minuten-Rennen auf Virginia mit dem Open Setup. Bisschen harter Start, da es kein Aufwärmen heute Morgen gab. Mal schauen, wie das funktionieren wird. Aktuell kann sie eigentlich nur besser werden als die letzten Male. Ich würde sagen, wir steigen gleich rein. Nein, die Practice-Server sind noch offen, noch nicht die richtigen Server, das ist fein. Gibt uns noch eine Minute. Aber dann würde ich sagen, werden wir reingehen, versuchen unser Bestes heute. Hoffe, das klappt, dieser Plan. Und versuchen die nächsten rund 4 Stunden uns auf die Richtung 2000er iRating zuzubewegen. Ihr seht, es ist im Moment auf 1560. Also von dem her viel Arbeit vor uns. Wir wechseln ab zwischen dem 40 Minuten und dem 20 Minuten Rennen. So haben wir ohne große Pause eigentlich laufend die Rennen drin. Gibt uns auch die Möglichkeit, eben so viel wie möglich herauszuholen in diesen 4 Stunden, in Form von Rennen, in Form von iRating. Aber hoffe, das kommt gut soweit. Join Race. Ich muss auch noch kurz schauen, wie der Ton ist. Ups. Für das, vor allem für den Stream, aber auch für mich selbst. Es gab einige Umstellungen erneut seit dem letzten Mal. Daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob wirklich auch alles funktioniert. Finden wir aber auch gleich raus. Soweit. Ja. So der Plan, so die Idee für heute. Wir starten, also machen keine großen Experimente. Wir bleiben, wie gesagt, auf iRacing, wir bleiben auf Virginia. Fand ich persönlich der beste Move für diese Woche. Gerade auch, weil ich eigentlich die Strecke ganz gerne mag. Es ist zwar eng, hat viel Rasen, wo man rutschen kann, wo man dann den Wagen verlieren kann, aber das macht es eben auch spannend, führt auch dazu, dass es Konzentration braucht. Viele Fehler wird es geben von mir und von Mitfahrern und das macht doch das Ganze ziemlich spannend und attraktiv, auch für mich selbst. Wer dabei ist, gerne melden, gerne in den Chat schreiben. Auch gerne in Schweizerdeutsch, kann dann gerne auf Berndeutsch wechseln. Das ist kein Problem. Und ja, da wären wir. Screen geladen, wir sind im Rennen drin. Wir schauen nur ganz kurz eben wegen dem Ton rein, ohne groß zu fahren. Ja,
Eine Sekunde. Scheint nicht besser zu sein. Gut, scheint zu funktionieren. Im Stream, soweit ich sehe, auch. Sollte gut kommen. Na. Ich glaube, den Crew Chief hört ihr immer noch nicht. Ich habe ihn auf dem Ohr. Jano, ist wie es ist. Müsst ihr ohne den Crew Chief auskommen. Sollte aber auch in Ordnung sein. Wir für das Open-Rennen, für das Open Setup werden wir wie immer den Coach Dave Delta brauchen. Mit dem Standard Sprint Setup für Qualifying und eben den Sprint. Hat sich über die fast schon Jahre hinweg ziemlich gut bewährt. Dann noch falsch. Hat sich ziemlich gut bewährt, sowohl in ACC, wo ich gestartet habe mit dem Crew Chief, es dann genutzt habe, auch in iRacing, und war eigentlich immer ziemlich happy mit den Setups. Gerade jemand, der nicht so versiert ist in den Setup selbst, der auch nicht so Freude hat, da rumzuschrauben und rumzutesten, ist das definitiv die einfachste Lösung. Ups. Von dem her kann ich persönlich aus meiner Erfahrung ohne Sponsoring nur empfehlen. Ja, von dem her, ihr seht, es gibt dann die verschiedenen Rennen mit den verschiedenen Setups. Im Moment Standard Qualifying wir Setup. That's it. Und damit gehen wir auf die Strecke und starten das Qualify mit der Outlap. Let's go. Sieht ein bisschen neblig aus, da in Virginia. Und vielleicht täuscht es auch. Räder ein bisschen kalt. Ist immer wieder ungewohnt von den Bronzerennen aus LMU, wo die Reifen schon vorgewärmt sind, zu iRacing, wo es eben nie vorgewärmt ist. Muss man gerade am Anfang immer ein bisschen anpassen und sich wieder dran gewöhnen. Aber das ist oft sehr schnell gelöst. Die Erwartung für dieses Rennen und für dieses Quali natürlich noch etwas tief, weil es ohne Aufwärmen, ohne Training direkt ins Rennen geht. Bin mehr als happy, wenn wir irgendwo in der Mitte landen würden. Realistisch gesehen wird es aber wahrscheinlich eher im hinteren Teil sein werden, aber lassen wir uns überraschen. Die Outlap ist jetzt dann gleich durch und wir gehen in die erste Hotlap rein mit dieser Startzielgeraden und schauen mal, wie das funktioniert. Bisschen zu schnell reingefahren. Naja.
Die Räder kommen langsam auf Temperatur, definitiv noch nicht in der optimalen Zone, aber der Grip kommt langsam, man spürt es auch schon. Das hilft. Das war ein bisschen schlecht. Ups. Aber immerhin noch gerettet. Oh, schlecht gewesen. Aber ja, wenigstens zählt die schon mal. Ist gut. Dann können wir nämlich jetzt aufs Ganze gehen in dieser zweiten und letzten Runde. Das geht noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Zeit war definitiv unterirdisch schlecht. Mhm. Nein, das war dumm. Das war ein ziemlich dummer Move. Schade. Machen wir die Runde trotzdem noch fertig, zum Schauen, wo wir denn mit der Zeit gelandet wären. Und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber ja, schade. Okay. Das wird ziemlich weit hinten sein. Leider. Das ist schade, ne? Hoppala. Allerletzter mit 1,48,9, kein Wunder. Ja, schade ist's. Naja, so wird. Ich will noch ganz kurz schauen, ob auch mit den Bremsen alles in Ordnung ist. Ich glaube ja. Sollte zumindest. Ja, sollte okay sein. Sollte okay sein, gut. Ja, mit Platz 20. Mit Platz 20 steigen wir in dieses erste Rennen rein. Insgesamt sind 28 im Rennen. Gut, ist ein 40-Minuten-Rennen. Da kann und wird sehr, sehr viel passieren. Da können wir uns ziemlich sicher sein. Nope. Das Wichtigste für mich selbst ist zumindest jetzt mal gut durch den Start zu kommen. Eine normale erste Runde zu fahren, ohne große Crashes.
und Berührungen, uns dann von dort nehmen. Ist Regen angesagt? Glaube nicht, oder schon? Schauen wir. Vielleicht kommt noch Regen. Wäre sicher spannend. Wäre nicht ganz optimal für uns, weil Regen sind wir nicht gewohnt. Absolut nicht gewohnt, um ehrlich zu sein. Aber ja. Ich wüsste. Okay, tut mir leid. Ich musste ganz kurz noch mal schauen, wo ich denn genau auf die Wets wechseln würde. Ist ewig her, ewig und zurück, seit ich zum letzten Mal Reifen aktiv während dem Rennen geändert habe. Normalerweise habe ich für den Reifenwechsel von Slicks auf Slicks einfach einen Knopf auf dem Stream Deck, den ich kurz drücke, um den Reifenwechsel zu aktivieren oder zu deaktivieren, und that's it. Von dem her braucht es ganz kurz diese Prüfung, wo ich dann im Fall der Fälle auf die Wets wechseln könnte. Ja. Ich hoffe, es braucht sie nicht, weil in Regen ist, wie gesagt, bin ich mir nicht gewohnt zu fahren. Und waren meistens, wenn es dann mal Regen gab, für mich selbst ziemlich traurige Rennen, weil einfach ungeübt und schlecht im Regen, gerade auch die Regen oder die andere Linie zu fahren, liegt mir nicht so. Das würde definitiv ein bisschen mehr Training benötigen, um im Regen gute Ergebnisse erzielen zu können. Ja, da dreht sich schon einer. Nicht gut. Ist natürlich suboptimal, wenn da schon in der Formationsrunde sich die ersten wegdrehen. Sieht nicht so vielversprechend aus für uns oder für das Rennen insgesamt. Schauen wir mal, dass wir da nicht zu stark involviert sein werden in solche Dinge. Ups. Ja, definitiv. Definitiv. Also für mich, und gerade auch in iRacing, ist ja so, in den Straßenrennen ist es ja auch ein Weg. Man kann nicht von Anfang an, was läuft denn da?
Man kann nicht von Anfang an die GT3-Rennen fahren. Man beginnt mit dem Mazda Cup, dann kommen Toyota-Rennen und. Und irgendwann mal ist man dann so weit aufgestiegen vom Safety Rating, dass die ersten GT3s Rennen erlaubt sind, beziehungsweise vor allem GT4-Rennen. Und das würde ich auch empfehlen. Es hilft, sich dort ein bisschen heranzutasten. Ich fand auch die Mazda-Rennen ziemlich cool, um einfach ein Gefühl zu bekommen für die Rennen. Und von dem her, GT4 mag ich schon sehr. Aber um ehrlich zu sein, dann in meinem Fall war es auch wirklich so, dass ich bei GT3 geblieben bin. Grund ist, ich mag und präferiere generell die GT3-Rennen sowieso. Das war und ist schon lange so. Und das kann sich aber auch noch ändern. Also ich würde schon empfehlen, den Weg über die GT4 zu machen, weil sie ein bisschen weniger schnell sind, ein bisschen weniger hektisch auch. Und das gibt einem auch Zeit, um zu reagieren und die Strecken und eben auch die Fahrweise besser kennenzulernen. Ja. Und eben gerade auch, wenn man noch unsicher ist und noch nicht so eine Übung hat, ist die GT4-Serie schon sehr zu empfehlen. Wie gesagt, es ist einfach nicht ganz so schnell, nicht ganz so hektisch und Fehler werden eher mal noch verziehen. Von dem her kann ich dir definitiv empfehlen. Wie lange fährst du schon in iRacing? Sorry. So richtig schnell, wie du siehst, bin auch ich im Moment gerade gar nicht. Aber es ist in diesem Fall tatsächlich ein bisschen darauf zurückzuführen, dass ich nicht ganz so geübt auf der Strecke bin, obwohl wir schon einen Stream am Dienstag gemacht hatten auf der Strecke. Liegt es mir im Moment immer noch nicht so ganz. Aber ich hoffe stark, dass das im Verlauf des heutigen Nachmittags noch besser wird. Aber wir werden dann sehen. Jetzt versuchen wir uns zuerst mal noch nicht zu stark in die Kämpfe rein zu verwickeln. Ist noch zu früh, um die Kämpfe zu starten. Pace ist auch noch nicht da von mir, von dem her lieber jetzt diesen beiden hinterherfahren und mal abwarten. Ups, schlecht. Anstelle unnötig in Zweikämpfe zu geraten, dadurch noch mehr Zeit zu verlieren und im schlimmsten Fall auch noch den Wagen zu verlieren.
Ja, das ist schon noch so ein bisschen holperig da. Auch bei mir. Von dem her machen wir jetzt mal eine fokussierte Runde, damit wir da wenigstens ein bisschen wieder auf die Zeit kommen, die wir eigentlich brauchen. Oh, da stehen einige. Uff. Das war auch haarscharf. Ja, langsam kommt's wieder. Nein. Das war ein bisschen dumm. Zu viel gewollt. Schade. Aber ja, der Schaden nicht ganz so tragisch. Gab nur eine Überholung. Leider der Anschluss, oh schon wieder, leider der Anschluss verloren zur anderen Gruppe. Das ist Mist jetzt. Was ist denn auch los? Ich glaube nicht, dass die Strecke rutschig ist oder so. Oh, aufgepasst. So. Was für ein Start in den Tag. Von 10 auf 20 innerhalb einer Runde ist auch eine Leistung. Oh, 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 oh. Ja, Mist. Bisschen ein ungeduldiger Mustang hinter mir ist auch selten gut. Aber ja, so be it.
Ging doch mal gut. Okay. Ja, gut. War auch nett von ihm. Ging er dort vom Gas. Aber dieser erste Sektor, der lief schon ziemlich gut. Von dem her, das darf gerne so bleiben. Mist, schon wieder gecuttet. Mist. Der war nah. Holy. Holy. Ging leider nicht anders, als ihn vorbeizulassen. Zehn Minuten im Rennen und schon völlig kaputt. Oh, hat sich einer verabschiedet. Das ist das, was ich gesagt habe am Anfang. Da wird es auch während des Rennens mal immer wieder Abflüge geben. Bei mir, bei den Gegnern, weil die Strecke ist nicht ganz einfach zu beherrschen. Gerade weil sie auch ein bisschen enger ist. Und man extrem schnell auf den Rasen kommt und dann einfach die Kontrolle verliert. Von dem her, gerade beim 40-Minuten-Rennen, da kann so viel passieren. Da ist möglich, dass man
bis in die zweite Hälfte vorne mitfahrt, ein dummer Fehler geschieht und zack, bist du plötzlich hinten. Aber meine Pace, die stimmt im Moment noch nicht wirklich. Wir sehen es, schnellste 1,46. Ziel müsste eigentlich 1,45 sein, wenn wir mitfahren wollen oder vorne mitfahren möchten. Demher, da haben wir noch ein bisschen was zu lernen heute. Ja. Ups. Dort steht einer. Mist. Musste natürlich gerade noch so knapp vor dran kommen, damit wir ja nicht überholen können. Das ist natürlich ein Mist. Ah, der hat uns erwischt. Der Wagen ist noch ganz, aber es scheint so zu sein. Scheint. Eieiei. Jetzt haben wir noch 18 Minuten gefahren. Sicher langsam an den Boxenstopp auch denken. Vier Runden können wir sicher noch fahren, denke ich, mit dem im aktuellen Stand. Aber ja, ich denke, der Boxenstopp wird langsam zum Thema. Ich warte aber definitiv noch, weil es hieß auch, es könnte noch Regen geben. Warten wir besser so 2-3 Runden noch ab, bevor wir rausgehen. Wenn es dann immer noch gut ausschaut, können wir dann wieder auf die Slicks. Oh, der hat sich auch verabschiedet. Jetzt stellt man sich vor, es hätte tatsächlich Regen, dann würde es hier nur noch hageln mit Unfällen, denke ich mal. Aber es ist rutschiger als sonst, habe ich das Gefühl.
Dort wieder einer. Aufgepasst. Der Eduardo, lass uns durch. Will er aber nicht. Das will er nicht tun. Gut, wer will das schon, ne? Aber eine Runde machen wir noch, dann gehen wir raus. So machen wir es. Ein bisschen viele Fehler schleichen sich schon rein bei mir. Ui, wo will denn der hin? Zwei Runden könnten wir noch. Gefährlich. Aber ich nehme die nächste Ausfahrt. Reifen wechseln wir nicht. Wir bleiben auf den Slicks, die wir haben. Regen erwarte ich mal nicht, so hoffe ich zumindest, kommt keiner. Upsi. Und 28 Liter dazu nehmen sollte auch reichen. Hoffe ich. Ja, gehen wir raus. Mist. Mist. Okay. Die Reparatur, die optional, lassen wir definitiv sein. Braucht's nicht. Auto war mehr oder weniger okay. Nach den kleinen Kontakten war okay. Die Kollegen, der mich da gerade überholt hat, der war schon draußen. Und da haben wir ihn schon wieder. Tja, so schnell geht's. Ah, Mist.
Ja, die Zeiten sind nicht optimal in diesem ersten Rennen sind wir doch tatsächlich eher auf der langsamen Seite. Und nebst dem Langsamen auch so ein bisschen unsicher, immer mal wieder kleine Fehler, kleine Rutscher schleichen sich rein. Da gibt es relativ viel Optimierungspotenzial, Verbesserungspotenzial für die nächsten Rennen. Auch hier wieder einfach schlecht gebremst. Definitiv nicht, wie es laufen sollte. Aber ja, auch das gehört dazu. Schlechte Rennen muss man mit umgehen können. Das Rennen so weit fertig fahren, um möglichst viel zu lernen und es dann besser zu machen im nächsten Rennen. Ich glaube, das ist das Motto generell für mich. Ausnahme ist natürlich, wenn es wirklich einen massiven Crash geben würde, dann würde ich schon abbrechen. Aber sonst die Zeit nutzen, Strecke kennenlernen, Pace aufbauen, uns dann hoffentlich im nächsten Rennen besser machen. Viel mehr für dieses Rennen bleibt auch gar nicht übrig. Ja, wie wir sehen. Der andere hinten holt auch schon wieder auf. Der Roberto hat eine ziemlich bessere Pace als wir. Leider, muss ich sagen. Oh nein, das war zu viel des Guten. Mist. Zumindest gegen hinten haben wir jetzt ziemlich viel Luft, ohne Druck. Also wenn es nicht wirklich einen Dreher von mir gibt. Oh shit, schon wieder off tracks. Wenn es nicht einen Dreher gibt oder ich nicht noch eine Drive-Thru bekomme, sollte ich definitiv auf Vorhose bleiben. Ich schließe mal aus, dass er so viel schneller fahren würde, dass er uns im normalen Rennen noch holen würde. Aber let's see. Der Mustang vorne uns, der zieht weg. Da ist wenig Hoffnung, den zu holen. Wie lange noch? 10 Minuten. Ja, let's go. Kommen wir doch noch ein bisschen in den Verkehr da vorne. Alright. Und jetzt, wie kommen wir da vorbei? Ja, versuchen wir es.
Danke. Ei. Haben wir noch eine Strafe bekommen? Ein Rennen zum Vergessen. Naja, Black Flag. Ich weiß gar nicht, ob es ein Stop and Go ist oder ob es ein Drive-Thru-Penalty ist. Wir gehen mal optimistisch rein und nehmen an, es ist eine Drive-Thru. Let's see. Macht denn der? Unschöne Schuhmacher-Manöver waren das. Wir schauen. Ist wahrscheinlich Stop and Go. Scheiße. Entschuldigung für die Wortwahl. Das hatte ich schon länger nicht mehr, dass es eine Stop-and-Go-Strafe gibt. Yep. Erstaunlich. Wie schnell man doch die Routine verliert. Wenn man mal eine Weile nicht in iRacing war, sondern halt auch in LMU oder sonst was gefahren ist eine Überraschung, eine negative Überraschung, mit der ich so nicht gerechnet hätte. Also gehen wir raus nochmal. Oh je, und jetzt? Oh, 60 Sekunden Strafe. Das ist aber hart. Ja. Ja, was willst du? Wer dumm fährt, kriegt halt die Strafe am Ende. Ne? 5 Minuten noch, sollten wir hoffentlich schon noch überleben ohne die DQ. Gut wär's. First Gear und let's go. Zurück auf 21. Die 22 kommt auch gerade über die Startziel gerade. Gibt's noch einen Kampf mit dem? Lustig. Den sahen wir auch schon, den Popadov. Oh, schlecht. Oh.
Ei. Wie ein blutiger Anfänger. Weiß nicht so recht, was da los ist. Maximus. Gerade auch extrem schnell ins ABS immer wieder. Ist auch komisch. Das war am Dienstag definitiv anders. Geändert habe ich eigentlich nichts. Eigentlich. Jesus Gott, ja. Vielleicht sollte ich besser einfach den Wagen retiren. Aber das gibt ja der Kopf auch nicht wirklich zu. Es gibt dann auch eine saftige Negativbuße im Safety Rating. Da können wir uns auch sicher sein, dass das geschehen wird. Im Moment ist es nicht so tragisch, wir haben ja immer noch eine A-Lizenz. Wenn es dann zurück in B geht, können wir schon damit leben. Ja. Für uns gibt es noch 2 Runden. Haben wir da noch einen langsamen vor uns, der irgendwie auch sehr, sehr komisch fährt. Warum er da vom Gas geht, ist mir ein Rätsel. Vielleicht macht es ihn einfach nervös, wenn da einer hinten dran ist. Kann schon sein. Aha. Hat er auch eine Strafe bekommen? Letzte Runde.
Ups. Vielleicht hat der Wagen beim einen Crash tatsächlich ein bisschen Schaden genommen, den wir nicht initial bemerkten. Weil der Wagen verhält sich ein bisschen komisch. Die Frage ist, liegt es am Wagen oder am Fahrer? Ist schon beides möglich. Tatsächlich ja. Ich hoffe einfach mal, dass es am Wagen lag und dass wir uns im nächsten 20 Minuten Rennen ein bisschen besser anstellen. Das ist definitiv ein Rennen zum Vergessen. Der Kaltstart missglückt. War ich wohl zu optimistisch, ohne Training ins Rennen einzusteigen. Die Zeit war einfach zu knapp davor. Ja, Ergebnis Platz 21. Fast noch eine Disqualifizierung riskiert mit 22 Incidents. Ein bisschen viel. Ein bisschen sehr viel. Ja, was soll ich sagen? Das geht besser. Das muss besser gehen. Hatten wir auch wann war es? Am Dienstag, als wir die Woche gestartet haben mit Virginia, haben wir eigentlich schon viel bessere Resultate und auch Geschwindigkeiten gesehen. Ja, komisch. Aber so be it. Kann nicht jedes Rennen gut laufen, würde ich sagen. Virginia scheint mir aber so generell nicht so die beliebteste Strecke zu sein. Ich hatte bisher zumindest nicht wirklich viele Fahrer in den Nachmittagsrennen. Gut, ist klar, dass es ein bisschen weniger gibt, aber um ehrlich zu sein, normalerweise hat es auch am Nachmittag bei guten Strecken doch einige Fahrer mehr, einige Splits mehr. Ich schaue gleich mal, wie das gestern Abend so aussah. Gut, das sah schon besser aus mit 13 Splits um 8 Uhr. Okay, immerhin vielversprechend. Dann liegt es wohl wahrscheinlich trotzdem an der Uhrzeit, dass es im Moment Nachmittag ist. Die Amerikaner vielleicht nicht wirklich am Fahren und die Europäer gerade noch am Arbeiten und kommen erst am Abend dann ins Rennen rein. Kann sein. Und sieht so aus von der Entwicklung her. Ja. Sieht so aus. Wir waren im Rennen irgendwann mal Platz 10, tatsächlich. Quali hatten wir eine schlechte, ich glaube war 20. Sehe ich das irgendwo? Ja, Start, genau. Ja, war 20. Dann hatten wir uns nach dem Start auf 10 vorgearbeitet, lief gut, bis wir dann plötzlich dumme Fehler gemacht hatten. Und dann ging es nur noch bergab. Mit dem Endergebnis von 21. Nicht sehr berauschend. Naja. Zweitletzter Split. Toll. Uiuiui. Ja, hoffen wir, dass es besser wird. Hoffnung
Die Hoffnung stirbt definitiv. Die stirbt zuletzt. Ich würde ganz, ganz kurz verschwinden. Gebt mir 5 Minuten. Bin dann in 5 Minuten gleich zurück. Und in rund 10 Minuten geht es dann mit dem nächsten Rennen weiter. Erneut Virginia mit dem 20 Minuten Fixed Setup-Rennen. Hoffen wir mal, dass das ein bisschen besser läuft für uns. Wünschenswert wäre es zumindest. Ja. Gut, ich bin gleich wieder zurück. Bis gleich wieder. Und ja, bis gleich.
So, da sind wir wieder. Wir sind wieder da. Wir warten die letzten, wie lange noch? 4 Minuten rund, bis das nächste Rennen startet. Auf dem Virginia International Raceway in den Staaten. Wir werden das 20 Minuten Fixed-Rennen machen. Das erste Rennen haben wir schon hinter uns gebracht, war ein Kaltstart in den heutigen Stream, die heutigen Rennen. Hat man auch gemerkt, die Pace war weit weg von wo sie sein sollte. Hat gerade mal für einen Rang 21 gereicht. Nicht sehr berauschend. Hat auch extrem viele Fehler sich eingeschlichen. Und da glaube ich, haben wir ganz, ganz viel Potenzial, jetzt das besser zu machen im nächsten Rennen. Unser Ziel wäre, plus minus 0 iRacing zu holen mit dem nächsten Rennen, damit wir dann im übernächsten Rennen angreifen können und ready sind, um etwas weiter vorne mitzufahren. Was wird das so der Plan für heute? Für jetzt gerade meine ich eher, weil der heutige Plan wäre eigentlich im iRating generell endlich wieder hochzukommen auf 2000 und mehr. Der Trend zeigt aber eher ins Gegenteil rein. Wo sehen wir den Graphen? Ich glaube hier sehen wir es. Wir waren so irgendwo immer zwischen 2,5 und 2. Das war so das letzte halbe Jahr, hatten wir uns dort gehalten. Und seit Januar, glaube ich so, ja, mehr oder weniger Januar, geht es ziemlich bergab. Ja, schon ein bisschen vorher, wenn wir ehrlich sind. Aber geht bergab und wir befinden uns, der Abstieg war von 2300 zu momentan 1515. Das ist nicht so gut. Nicht so gut. Hm. Aber was wasch? Ändern können wir das jetzt auch nicht. Wir können es nur besser machen. Cool, 5000 Laps haben wir gefahren. Ziemlich viele Rennen schon gemacht. Nicht sehr viele Formel Open Wheel Rennen. Der größte Teil dieser 361 Rennen sind GT3-Rennen. Das war so der größte Teil im letzten Jahr. Ich glaube sogar, eher am Anfang hatten wir noch Mazda und GT4-Rennen und danach war es dann nur noch GT3. Ja, dort fühlen wir uns wohl. Aktuell noch. Und dort bleiben wir auch noch für eine Weile, würde ich sagen. Und mit diesen Worten öffnet sich auch der Race-Server ins nächste Rennen. Wir joinen direkt rein. Wir gehen direkt rein auf den Virginia Track in den USA. Kieran Playfair ist wahrscheinlich auch kein echter Name. Der Kieran Playfair. Gut, vielleicht ist sie ein echter. Wer weiß.
Wir sind unter dem Schnitt. Naja, ist okay. Ich würde meinen, Konzentration braucht's. Saubere Linie und that's it. Ja. War das? Macht irgendetwas ganz komische Geräusche. Gebt mir eine Sekunde, um zu schauen. Scheint ein Lüfter zu sein im PC. Okay. Wo stehen wir da? Wir sind der einzige Schweizer. Wir haben 2 Deutsche im Rennen. Schön. Der Rest ist sonst wo aus Europa. Und ein Brasilianer. Okay. Und ein Thailänder. Wir sind im Vergleich zu unserem I-Rating in einem stärkeren Split. Heißt aber nicht viel, gerade in diesen Splits unter 2000 macht es nicht wirklich einen Unterschied, ob man jetzt im 1400er Average I-Rating mitfährt oder in einem 1800er. Die Rennen laufen mehr oder weniger gleich ab, viele Unfälle, viele ab und zu schnelle Fahrer, ab und zu Anfänger, gibt wirklich alles. Ich würde sagen, das ändert sich wirklich erst, wenn man über 2000 I-Rating ist, wo man dann wirklich auch die eher konstanteren Fahrer finden wird in diesen Splits. So zumindest meine Erfahrung aus dem letzten halben Jahr, wo wir eigentlich nur Rennen gemacht hatten, über 2000 Average I-Rating. Wir sind auf der Outlap. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen uns Fehler erlauben. Danach hoffentlich nicht mehr. Ne? Gut. Für das Quali würde ich mir wünschen, dass wir irgendwo in der Mitte landen. So zum Wunsch. Schauen wir mal, ob wir das auch hinbekommen. Bin nicht sicher. Gerade nach dem letzten Rennen bin ich nicht mehr ganz so optimistisch wie am Anfang des Streams. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ja. Und das war die Outlap. Wir
gehen in die erste gezählte Hotlap rein. Und hoffen auf das Beste. Ja, zu spät rein. Mist. Hm. Alright. Soweit eine okay Runde, würde ich mal sagen. Mal schauen, was uns die Zeit sagt. Ist okay, 1,46,8 ist okay. Jetzt sind die Reifen auch auf Temperatur gebracht. Und wir versuchen nochmal eine Besserung hinzubekommen. Ja, das war schlecht. Shit. Wieder zu spät rein, das gibt's ja nicht. So einfach und dann doch so schwierig. Ja, das wird nix. Das wird gar nichts. Hm. Ah, schade. Ziemlich viele haben noch keine Rundenzeit. Aber gut, das Quali dauert auch noch. Wie lange noch? Jetzt wäre ich noch raus, ich depp. Da noch 2 Minuten. Von dem her, da kann noch viel passieren. Wir sind aktuell auf 11. Ja, auf Platz 11. Hm. Wahrscheinlich sind im Moment noch die meisten auf einer gezählten Runde. Zumindest davon auszugehen, wenn es nach 2 Minuten dauert. Und vor allem haben 8 oder so noch keine gezählte Zeit. Ja.
Hm. 12 sind wir jetzt. 12 von 18, sicher nicht berauschend, aber kann immer noch schlimmer sein. Muss man das Positive sehen. Vor allem, wenn wir zurück zum Ziel kommen. Ziel für dieses Rennen ist, das gesetzte Ziel ist, plus minus 0 I-Rating zu haben. Sprich, im Mittelfeld ins Ziel zu kommen. Das wäre das Ziel. Gerade deswegen, weil die Zeiten vorhin noch ganz und gar nicht gepasst hatten. Und das versuchen wir jetzt aufzubauen. Mit sauberem Rennen. Und hoffentlich einer sauberen ersten Runde ohne Unfälle. Das wäre auch wünschenswert. Ja. So viel zu den Wünschen. Es gibt auch noch einige, die dabei sind, die noch gar keine. Die hatten vermutlich noch gar kein Rennen gemacht in dieser Woche, so wie das gerade aussah. Ist das neben uns? Mühsamer Porsche, der ist da im Geisele ist. Oh, Geisele. Es scheint loszugehen. 8 Sekunden noch. Ein bisschen Dehnübungen. Oh, da kam noch gerade so auf die letzte Sekunde der Ferrari noch rein. Glück gehabt. Muss er nicht aus der Box starten. Der Gabriel. Und hey. Der Grieche ein bisschen langsam. Aber gut, hat er noch ein bisschen geschlafen. Papa Konstan. Ja, vielleicht ist es gar nicht der Griech, sondern der Balmann. Könnte sein. Egal. Egal, ne? Upsi. Geht er noch raus mit einem Pneu? Auch nicht optimal, würde ich sagen. Ja, Top 10 ist unser Ziel. Top 10, alles, was 10 oder höher ist, definitiv zufrieden für dieses Rennen. Alles darunter,
wäre schon ein bisschen eine Blamage. Hm. Okay, wir nähern uns der Startzielgeraden. Safety Car geht raus und es geht noch nicht los. Und los geht's. War ein bisschen komisches Spielchen vom Vordersten. Alles gut. Kann er ein bisschen für Chaos sorgen. Ja, der ist ein bisschen zu langsam für uns. Das war eng. War eng, aber okay. Kalte Reifen. Das hat der Porsche wahrscheinlich auch vergessen. Deswegen war er im Rasen draußen. Der Grip ist definitiv noch nicht da. Das hat uns einen weiteren Platzgewinn gegeben. Platz 9 aktuell. Soweit können wir uns nicht beschweren. Ach, macht er da. Kein Schaden gemacht, ist gut. Oh, hat wieder einer die Reifen nicht im Griff gehabt. Erste Runde geschafft. Wir halten uns auf Platz 8 unterdessen. Immer noch saubere Sache. Dort vorne Rauchnetz, was auch immer das war. Das war nicht so gut. Wir kämpfen noch. Na, Platz 8 wäre ich definitiv zufrieden. Wenn wir so ins Ziel kommen, wäre okay.
glaube, der Björn ist ein bisschen langsamer als wir. Zumindest jetzt noch. Er war gar nicht wirklich langsamer. Wird schon wieder geflucht im Chat. Wie immer. Gibt schon Heulsusen immer. Aber mit meinem Bremspedal bin ich irgendwie nicht so 100%ig zufrieden. Das war nix. Auch optimistisch vom Griechen. Okay, der Björn war plötzlich ultra schnell. Sogar mit der besten Zeit. Purple Rundenzeit. Spannend. Ich glaube, bin zu langsam. Dafür hier war jetzt besser. Aber insgesamt war es nicht eine optimale Runde. Okay. Jetzt wird es spannend. Ach, dumm gewesen. Unnötig Zeit verloren hier. Und weg mit dem Griechen. Weg ist er. So schnell geht's halt. Das ist leider so. Ein bisschen zu schnell raus, zu viel Gas und dann dreht man sich weg.
Das war schon ein bisschen besser, aber die hinter mir sind schneller. Ja. Mhm. Ja, die Nummer 10 macht die Bestzeit mit 1,44,7. Der wird uns wohl alle noch holen. Oh, gab Unfall. Ist das so? Ah, nein, nein, der Schnelle ist noch dort. Hm. Und wieder erwischen wir hier den Ausgang nicht optimal. Das kostet natürlich viel, viel Zeit. Ist hier auf der mehr oder weniger geraden Streckenführung. Ah, Mist. Aber wir halten uns jetzt zumindest noch an einer ziemlich okay Position. Mr. Playfair kann nicht wegziehen, das ist auch wichtig. Oh. Mist. Oh, der andere hat es auch genommen. Hat es mir gleich nachgemacht, lustig. Und mit dem haben wir dann hinter uns den Schnellen. Ich glaube, den lassen wir vorbeiziehen. Oder? Ja, das machen wir. Komm. Ich glaube, es ist klüger für uns. Und der
kann dann gegen den vorne kämpfen. So, zumindest der Plan. Mal schauen, ob er aufgeht. Cool wär's. Ja. Schlecht gewesen. Aber er konnte noch nicht überholen. Ist auch nicht, wirklich nicht schwierig auf dieser Strecke zu überholen. Wirklich, wirklich nicht einfach. Jetzt versucht er es. Jetzt noch nicht geschafft. Gut für uns, sie verlieren Zeit dadurch. Jetzt wird er es wieder versuchen. Ah, er lässt ihn vorbei. Ist das so? Ja. Zumindest sah es so aus, aber es sah auch so aus, als hätte es der Ferrari ziemlich schlecht gelöst. Ja. Ich glaube, ich muss die von weiter außen nehmen, so wie die da. Ja, das muss ich tun. Schlecht. Ach. Das war nicht gut. Da sind wir wieder dran, am Björn. Ja, jetzt saugen wir uns da ziemlich dran. Mal schauen, ob es reicht. Eng wird es auf jeden Fall. Sehr schön. Ein bisschen risikoreich, ja. Aber es hat funktioniert. War ein wirklich schönes Überholmanöver, finde ich. Finde ich zumindest. Ja, muss ich dann im Replay mal schauen, wie es ausschaut. Wieder nicht nach außen, das muss ich mir jetzt merken. Schlecht. Mist, und jetzt wird er mich holen.
Wir kommen, glaube ich, ein bisschen besser raus. Das bedeutet, wir können uns vorne halten. War wichtig, hier gut rauszukommen. Wirklich, wirklich wichtig. Okay, wie lange noch? Eine Runde noch. Hm. Und dann verteidigen. Wieder das gleiche Problem wie vorhin und jetzt ist er noch näher, als er schon vorhin war. Ja, das wird eng. Oh, da hat einer abgekürzt. Natürlich will er da. Kieran Playfair. Schauen wir mal. Er sagt irgendwas, aber ich höre ihn nicht. Okay, danke. Uff, ich habe ein bisschen Angst. Hatte ich wirklich ein bisschen Angst, dass das noch zum Unfall wird in dieser fast letzten Kurve. Puh. Aber hey, es geschafft. 6. Platz geholt. Das ist besser als erwartet. Ja, zufrieden damit. Absolut. Die 1,44er Zeiten, die kann ich nicht knacken. Aber immerhin gab es eine 1,45er 4, fast 5. Das ist gut, das ist gut genug für mich. Replay speichern wir. Machen wir 20 minutes P6. Gut. Cool. War ein spaßiges Rennen, muss ich sagen. Gute, knappe Manöver, ohne wirklich Unfälle. Genauso muss es doch sein. Genauso muss Rennen sein. Dann macht es nämlich auch Spaß, wenn es fair bleibt. Es darf auch ein bisschen hart sein, aber Fairness muss Platz haben. Und würde mal behaupten, das war der Fall. Schauen wir rein, wie sich entwickelt hat. Safety Rating hoch, wichtig. I-Rating hoch, wichtig. Ich glaube, damit haben wir unser schlechtes Rennen von vorhin gleich wieder ausgeglichen. Und mit diesem Ergebnis melden wir uns doch gleich fürs nächste Rennen an. Ist entweder das letzte oder vorletzte. Mal schauen, wie die Energie
nach diesem Rennen ausschaut. Schauen wir mal. Aber zuerst wollen wir uns jetzt nochmal auf dieses 40-Minuten-Rennen fokussieren. Es definitiv besser machen als das erste. Und dann kommt's gut. Was wäre überhaupt in der IMSA los? Road America. Ja, macht auch Spaß. IMSA habe ich aber bisher noch nicht wirklich gefahren. Die Mixed-Klassen, mit denen tue ich mich noch schwer. Ja, ist wahrscheinlich wie alles, ist wahrscheinlich eine Übungssache, eine Übungsfrage, wie man die Multiklassen fahren muss. Könnte es mal versuchen, ja, absolut, könnte ich mal wagen, ist mir aber im Moment gerade noch zu früh. Ziel jetzt zuerst mal wieder hoch auf 2000 I-Rating, danach ein bisschen halten dort und dann können wir wieder ein bisschen experimentieren, vielleicht eben auch in der IMSA. Dort würde ich aber auch zum Starten zumindest die GT3s nehmen. Irgendwann mal später können wir dann auch auf die anderen schnelleren gehen, aber noch nicht jetzt. Das ist mir definitiv zu früh, definitiv zu heikel im Moment. Da müsste ich zuerst auch mal ein bisschen Off-Stream-Zeit investieren, um das Auto in den Griff zu bekommen. Schlicht und einfach, weil noch nie gefahren. Kein Plan, wie sich das überhaupt fährt. Wie man in die Kurven muss und. Wie unterschiedlich es wirklich ist zum GT3, das werden wir dann mal herausfinden in einem Stream. Aber das ist Zukunftsmusik. Das ist nicht in der näheren Zeit, in den näheren Tagen und Wochen zu erwarten. Hm. Mal gerade schauen, wie es ausschaut mit den. Wie es ausschaut, zeitlich gesehen. Aber ist gut. Ich meine, wir haben 3 Uhr. Eine Stunde sicher noch mit diesem nächsten Rennen. Eventuell machen wir dann auch noch ein 20-Minuten-Rennen. Schauen wir mal. Aber jetzt mal Fokus auf das 40 Minuten Open Setup Rennen. Ja, weil hier wollen wir jetzt definitiv ein besseres Ergebnis rausholen, als wir vorhin hatten. Splitmäßig sind wir in einem ziemlich schlechteren als im Rennen davor. Hat es uns wahrscheinlich in einen Split runtergekickt. Ist halt auch immer ein bisschen Zufallssache, ist klar. Aber 1400 und wir haben 1560.
Oh, ja, einer hat 1200, das ist dann schon eine ziemlich krasse Differenz. Gut, soll nichts heißen. Es gibt ja auch wirklich solche, die mit tiefem I-Rating sehr, sehr schnelle Rundenzeiten fahren können. Oftmals halt wirklich so, dass zwar schnell gefahren wird, aber nicht konstant schnell und dann Fehler passieren und genau deswegen das I-Rating leidet, weil ein Ausfall, der zieht halt dann schon ziemlich stark runter. Wenn du ein Minus von 70, 80 I-Rating hast, das 2-3 Mal pro Tag geschieht, ja, dann bist du halt unten bei 1200 und noch tiefer. Das kann passieren und dort wäre es vielleicht angebracht, ein bisschen vom Gas zu gehen und dafür aber an der Konstanz zu arbeiten und versuchen, auf der Strecke zu bleiben. Ja, einfacher gesagt als getan, ist schon klar. Ist schon klar. Wir sind eingestuft auf Rang 4, weil wir natürlich jetzt in einem schlechten Split sind. Wieder kein Schweizer dabei, mega schade. Ist was ist. 27 Fahrer dabei. Gut, 27. Ziel ist, Qualifying irgendwo in der Mitte abzuschließen, also vom Rang her. Und dann im Rennen uns nach vorne zu arbeiten. Das ist so der Normalcase, würde ich mal sagen. Optimal wäre natürlich das Quali ein bisschen weiter vorne. Aber ist bei mir aktuell ziemlich selten der Fall. Quali stimmt zeitlich, performancemäßig aktuell noch gar nicht. Lass uns noch das Setup einstellen. Coach Dave Delta löst uns das. Nehmen das Standard Quali Setup für den Mustang für diese Strecke. Und damit sind wir ready für Rennen Nummer 3 des heutigen Tages. Quali kann losgehen. Hoffen wir auf ein sauberes Rennen und jetzt erstmal eine gute Quali-Zeit. Ja. Sieht ein bisschen sonniger aus als im ersten Rennen. Dort war es ein bisschen dunstig. Und am Anfang hieß es auch vom Rennen, es könnte Regen oder der Regen sei nah. Er kam zum Glück dann nicht. Aber das machte mir schon ein bisschen Sorgen, diese Regengeschichte. Bewölkt scheint es zu sein, aber ich behaupte mal, Regen ist hier absolut kein Thema. Kommt gut. Wir befinden uns noch auf der Outlap. Reifen kalt, aber sie kommen langsam, aber im Fenster sind sie noch nicht. Das wird noch 1,5 Runden brauchen. Oh.